Die Entstehung des Dürkheimer Wurstmarkts von Karl Räder. Im grauen Mittelalter stand bei Dürkheim an des Hartwaldsrand am Michelsberg, umrankt von Wein, ein Wallfahrtskirchlein, schlicht und klein. Vom Limburg-Abt, gebenedeit, dem heiligen Michael geweiht, war es berühmt im Munde aller, als Ziel viel tausend frommer Waller. Ein Eremit urdeutscher Art, ehrwürdig, alt, im weißen Bart, der hielt vom Michelsberg herunter Bußpredigten voll Lieb und Wunder und spendete von Himmels wegen der Menge wirksam seinen Segen. Das alles bis ins Herz hinein sich vornahm, künftig brav zu sein. Doch wenn sich Herz und Seele laben, will auch der Leib sein Schärflein haben. Enthaltsamkeit entfacht den Durst und Appetit nach Brot und Wurst, und diesem Drang und irdischen Regen kam Dürkheims Winzer klug entgegen. Am Michelsbergrand auf den Wiesen, wo alle müde sich niederließen, wo mitten aus dem Herz der Pfalz das Wasser heilsam quillt voll Salz, da bot man emsig ohne Eile dem Volk Wein, Brot und Würste feil. Auf umgestürztem Schubkarschbaum, ganz schlicht, man glaubt es heute kaum, legte man ein Fässlein Dürkheim-Wein und schenkte brav den Wallern ein. Auf harziger Bank am Schubkarsch stand, aß man die Knackwurst aus der Hand und bis hinein ins trockene Brot zum Pfälzer Schoppen weiß und rot. Wein, Brot und Wurst sind drum noch heut das Sinnbild für die Wurstmarktzeit. Und so ist in den Pfälzer Landen der Wurstmarkt seiner Zeit entstanden. Die Entstehung des